Bei Toyota huet Klientel schon lang misse werden bis se komplett Elektrogefeer op de Marche brucht hun. An dat mam Numm BZ4X. An as auch dat echt elektrisch Gefeer, wat bei Toyota vum Band left, an der Mittelklasse ënnerbrucht gëtt. Mat zinggem Äckchen optritt, zinggem Cockpit, mat zinggem Solardach, der elektrische Steuerung an noch nach mat zinger 4x4 Variant geht et Äner weer wie seg direkte Konkurrenz. Toyota, die gräessten Autosfabrik, huet schon immer en niedrigen CO2-Gehalt an Luft geblosen. A wär auch net so presséiert fir den Elektroantrieb. Aber mat treuem Gewissen feierte Toyota lo den Debüt vom echten Elektrogefeer. Am mir vun Automotorshow wollen rausfannen, ob diesen BZ4X von Toyota auf dat hält, wat uns zum Hybridpionier an den Lo Batteriespezialist versprach gouf. Beim BZ4X ging den Trend von den Müllelinnen mehr auf die betonten Eckiglinien rüber, sodass ein Design auf jeden Fall zu überzeugen ist. Die Fährung von der Linie weist auf den Coupé-Charakter, an die geschlaffe Kanten stehen dem SUV aus der Mittelklasse gut. Ein bisschen futuristisch Stierchen sind viel Schlucht dafür, an neben seiner flachen Heckscheibe stecht auch den hintersten Band von Luchten raus, wobei der festen Teil auf das Neidgesicht von Toyota weist. Nebenbei bemerkt steht der BZ am Numm vom Auto als jenseits von den Null-Emissionen und soll auch zu einer eigener Macht beitragen, wie zum Beispiel EQ bei Mercedes. Ziffer 4 steht für die Klasse von Gefeer und lässt auch Platz für ein 1, ein 2 oder ein 3 für die kleinen Modelle oder ein 5 für die großen Modelle. Und der X steht für die 4x4. Also fehlt dem Eckchen Toyota Elektro-SUV nicht. Auf bald Sitzplätzen kann ihn sich bequem machen, Sitzer haben eine gute Polsterung und bieten noch eine Schärfkehren Gravitationsprüfung mit Success. Es findet noch sehr die gute Sitzposition, aber der Volant muss schon gut justiert sein, sodass der nötigste Kranz vom Volant nicht ein Teil von den Instrumenten verstoppt. Schaffen mit dem Navi-Ekran spielt perfekt mit, was auch darunter lädt, dass Toyota nicht alle Funktionen an so kleinen Innenmenüs herangepresst wird. Aber soll den als Chauffeur den Infotainment und Touchscreen ausstudiert tun, sodass ihn über dem Fahren nicht so viel aufgelenkt wird. Wobei Toyota auch nach konventionellen Tasten festgehalten wird. Mit der Modernität hat Toyota am Ende nicht übertrieben. Der Chauffeur guckt auf einen 7 Zoll großen TFT-Infotainment-Display, den der Armaturenbrett ein bisschen ersetzt und dort direkt an dem Volant platziert ist. Auffällig ist auch am Toyota BZ4X Mittelkonsole, die sich ein bisschen groß zwischen dem Chauffeur und dem Beifahrer aufbaut. Wenn noch viel am Auto mithält, kann sich schon nur rekordverdächtigen Auflehrer begeistern, aber vergeblich nur der klassische Händchenkost sicher geht. Weil Toyota das Platz für eine Klimaanlage geopfert wird, was nicht logisch ist, aber andererseits auch nicht wichtig ist. Sein Basisvolumen von der Mal lädt bei 410 bis 452 Liter Ladevolumen und das ist jene Unterrichtsvariante. Aber bei umgelösten Sitzen ist das Ladevolumen von Toyota nicht bekannt. Der 4,60 Meter lange Kompakt-SUV BZ4X steht auf der neuen, zusammen mit Subaru entwickelten E-TNGR-Plattform für Elektrogefährer, aber auch für seinen Antrieb an seinen Komponenten Mannerplatz wie die anderen Toyota-Modelle. Wie zum Beispiel der RAV4, den als Hybrid oder als Plug-in-Hybrid direkt zwei Motoren unterbringen muss, ein Benziner und ein Elektromotor. Als Basismodell könnt den neuen Toyota BZ4X mit Traktion avant auf 204 PS und 265 Nm. An het Verginn 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Alternativ gibt auch eine Version mit zwei Motoren angeboten, und das mit je 109 PS pro vierten und innersten Achs und damit als Allradantrieb. Seine Gesamtleistung lädt bei 216 PS mit 336 Nm Drehmoment, und das spiegelt sich als 6,9 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h und einer maximaler Vitesse von 160 km/h herum. Die Slash genannte Version war uns auch von Toyota als Testauto zur Verfügung gestellt. Die Batteriekapazität lädt auf jeden Fall bei 70,4 Kilowattstunden brutto.
Gleichstromlöden funktioniert mit bis zu 150 kW Wechselstrom. Die Löde geht momentan auch nach bei unserem Testauto mit nimmen 6,6 kW, was aber von Toyota Ende des Jahres bis auf 11 kW herabgeschraubt soll gehen. An Punkt Fuhren kann ich feststellen, dass die zwei Elektromotoren spontan, leichtfüßig und mit viel Kraft anrappen. Die Steuerung fühlt sich leicht und ein bisschen künstlich, aber wer das festgestellt hat, sie verzichtet auf alle Rückmeldungen von der Straße. Vom Vorwerk der Suspension hier für den am Toyota BZ4X auf einer komfortablen und sicheren Seite, wobei aber die Pseudo-Sportlichkeit vermisst wird. So wie sie auch die knubbelige Makadam gut wegspiegelt. Der Kompakt-SUV lädt auch dank seinem schweren Akku-Package, aus dem sich auch ein David Schwerpunkt vom Gefähr ergibt, satt auf der Straße. Tempo 160 mischt an einem Elektroauto auch Sinn. Auch andere Marken merken es so, und das erstens einmal für den Verbrauch niedrig zu halten. Und vorbei lädt den Allraduntrieb bei 18 Kilowattstunden, wo wir mit unserem normalen Fahren um die 19,5 Kilowattstunden laufen und noch eine Autonomie von 380 km kommen. Nebenbei aber noch bemerkt, sobald Klimaanlage gemerkt wird, als die Autonomie direkt um 100 km gefallen. Beim Löden in der Wallbox stimmt die Elektrogefähr aber bald 15 Stunden. Es geht aber auch deutlich mehr sehr. Und das in einer CC S2 Schnell-Lötstation mit 50 kW, wobei die Gefährbannen plus ou moins an einer Stunde 30 Minuten von 0 auf 80% Autonomie abgeladen werden. Und hier uns Teststrecke mit dem Toyota BZ4X kurz beschrieben. Wir hatten Spaß, zumal durch den sportlichen Antritt. Ein kurzer Tritt auf Gaspedal geht schon durch und der BZ4X fliegt quasi am Raketentempo davon. Er gewinnt gegenüber einem Benziner, am Diesel, LDPR und der Rodalur. Er lässt sich mit seinem Gewicht von bald 12 Tonnen gut dirigieren. Verschiedene Fahrmodussen optimieren den Antrieb. Ob Schnee und Schlamm, was wir aber nicht konnten ausprobieren. Es gibt ein Eco-Vorprogramm an den Tast für das One-Pedal-Driving, die noch für mehr eine starke Rekuperation und damit für mehr starke Aufbremsen sorgt. Alles zusammengepickt beweist Toyota mit seinem als erst elektrogefährten BZ4X, dass er ein erstaunlich gut überlegten Nachricht auf die Straße gesetzt wird. Und auch so dürfte der BZ4X nicht das letzte Elektrogefähr von Toyota sein.